reingefahren, ja. Das ist das heutige Thema vom Video, und zwar, ihr fahrt wirklich dort an, wo ihr anschaut. Und zwar ist das so wichtig, egal, um immer wieder in den Bieren zu haben. Egal, ob ihr schon seit 10 Jahren TÜV fahrt, ob ihr schon seit 50 Jahren TÜV fahrt. Gut, ich glaube, für 50 Jahre kann es sein, dass man das wirklich, dass man das im Schlaf kann. Aber ich sage jetzt mal so, wenn man weniger TÜV fährt, wie ich jetzt, 8 Jahre TÜV oder so, seit 10 Jahren, dass man wirklich, dass sich im Kopf einprägt, so dort an, wo du anschaust, die fährst du an, beziehungsweise du musst dort anschauen, wo du schon fahren. Und wenn du jetzt so geradeaus fährst, du siehst da vorne einen Baum, nicht, oh nein, 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 der Baum, und schaust, und du voll den Baum anvisieren, oder? Sondern du fährst jetzt, du siehst es gerade links durch. Du schaust immer wieder ein bisschen so, du schaust jetzt auf die Tafel, du schaust auf die Pylonen, also die Dinger, immer wieder so gesichtspunktartig schauen. Und dann schaust du jetzt immer einen Kurvenausgang. Also schon. Und das ist einfach davor immer ein Abschätzen von der Verkehrslage. Jetzt schaust du geradeaus, oder dann ist das eigentlich super. Dann ist, das Ding ist, du darfst nicht das Gefühl haben, ja, ich schaue irgendwo, weil beim TÜV ist das schnell, dass man wirklich schnell rausfährt. Im Auto kannst du ja, das ist jetzt einfach geradeaus, wenn